Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, 11. Bundesligaspieltag in Hoffenheim, 2:0 gewonnen. Ich denke, völlig verdient 2:0 gewonnen. Ja, war eigentlich ein gutes Spiel, zwischenzeitlich auch relativ langweilig. Gerade zweite Halbzeit, ja, man hat so das letzte Aufbäumen oder den letzten Versuch bei Hoffenheim komplett vermisst, oder? Also ich denke, wenn man 2:0 hinten liegt, dann kann man so 75. oder 70. vielleicht sagen: „Ja komm, wir riskieren jetzt noch mal alles und gehen auf das 1:2, um dann noch eine Chance auf 2:2 zu haben." Hat man leider komplett vermissen lassen bei Hoffenheim. Hm, von daher war es ein langweiliger Kick, zweite Halbzeit. Es war mal zwischenzeitlich für 5 Minuten so ein ganz klein bisschen Aufbäumen, wo Grammaric eingewechselt wurde, aber ansonsten haben wir das Spiel komplett im Griff gehabt, haben es runtergespielt. Man muss sagen, dass wir bärenstark in den Zweikämpfen waren, ähm, dass wir Hoffenheim auch gar nicht haben ins Spiel kommen lassen. Das ist natürlich auch ein bisschen unser Verdienst, auch so, dass das letzte Aufbäumen vielleicht gefehlt hat. Ähm, ja, dazu ist jetzt in Hoffenheim auch nicht das Publikum so euphorisch wie Dortmund oder sowas, dass das irgendwie groß eine Rolle spielt. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, ganz souveräner Sieg, zu Null auf jeden Fall und auch verdient zu Null, weil es nicht irgendwie knapp oder sowas. Ja, wir hätten locker 1, 2, 3 Tore mehr machen müssen in meinen Augen, ähm, ohne da zu viel vorwegzunehmen, aber so ein Gnabry war heute wieder so ein Gnabry, wie er, ja, die letzten Wochen ist. Ja, ansonsten denke ich, die ersten 10 Minuten hat's Hoffenheim sehr gut gemacht. Da haben wir wirklich Probleme gehabt, muss man ganz klar sagen. Aktuell scheint es so ein bisschen so, dass wir so wieder die ersten 10, 15 Minuten brauchen, bis wir richtig da sind auf dem Platz, bis wir richtig ankommen. Das war heute auch wieder so das Dingen. Wir haben riesige Schwierigkeiten gehabt mit dem hohen Zustellen und dem hohen Pressing. Und dasselbe wie gegen Augsburg quasi, ja. Und auch danach haben wir wieder die Bälle in die Mitte gespielt. Es hat sich jemand fallen lassen oder dasselbe auch über Außen gemacht. Haben dann die erste Pressinglinie gut überspielt. Und dann war es natürlich auch viel, viel einfacher, ne? Klar, dann natürlich das Tor in der 17. Minute natürlich uns auch voll in die Karten gespielt, weil das war ungefähr so wie, ja, als für Hoffenheim war das ungefähr so, ja, wir haben jetzt gesehen, wir haben es probiert, Bayern ist zu stark, wir lassen das Fußballspiel nicht sein. Also Hoffenheim war tot nach dem 1:0, ja. Und da hätten wir locker ein, 2 Tore nachlegen können, wenn nicht müssen, ja. Wir haben dann in der 38. das zweite gemacht und ja, wie gesagt, nach den ersten 10 Minuten haben wir ein gutes Spiel gemacht. Erste Halbzeit waren wir richtig stark, gar keine Frage. Zweite Halbzeit ist es dann mehr oder minder dahingeplätschert. Wo wir da auch noch ein, 2 gute Szenen hatten. Grade dann nach den Auswechslungen auch, die meines Erachtens auch wieder viel zu spät kamen, war noch mal richtig frischer Wind bei uns drin. Da hat man gesehen, die wollen sich zeigen, die wollen noch ein bisschen was machen. So alle anderen war so: ne, komm, lass mal sein jetzt." Ja, hätte viel, viel eher kommen müssen, meines Erachtens nach. Hat man sich anscheinend nicht getraut, weil es nur 2:0 stand. Aber gerade wenn man gesehen hat, dass so 'n Goretzka, in der 60. Minute einfach vorne stehen geblieben ist, Alter, da wäre ich als Trainer ausgetickt und hätte ihn direkt ausgewechselt. Das geht nicht, ja? Er bleibt einfach vorne im 16er stehen. Trabt noch nicht mal zurück. Nein, er bleibt einfach stehen. Das als Sechser, Achter. Ja, also das ist eine Frechheit. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Wenn er platt ist, alles gut, völlig verständlich, Verletzung, bla, viele Spiele, alles gut, dann geh halt raus nach 60 Minuten. Ja, dann geh halt so oder sag vorm Spiel zum Trainer: „Trainer, ich habe nur Luft für 60 Minuten." Alles gut, gar kein Problem. Nein, da lässt der Nagelsmann ihn noch 10 Minuten länger drauf und, ja, er hat halt einfach nicht mehr stattgefunden. Das fand ich ein bisschen dumm, fand ich auch ein bisschen fahrlässig, wenn ich ehrlich bin. Aber Hoffenheim konnte es nicht wirklich nutzen, weil unsere Innenverteidiger stark waren, gerade in den Zweikämpfen. Und auch 'n Kimmich war gut, auch defensiv, hat er gut mitgearbeitet. Und ja, auch der eine oder andere hat, bisschen was mit nach hinten gemacht. Das war okay. Wie gesagt, man hat's gesehen, der Sabitzer. Sabitzer kam rein, war gleich da, ja? Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie 'n Risiko ist. Er hat 'ne sehr gute Form. Man hat auch gesehen, als einzelner Spieler, er hat die Riesenchance da noch mal, was heißt Riesenchance? Er war 'ne gute Chance, er kann halt auch reingehen. Danach hat er 2, 3 gute Ballgewinne gehabt. Defensiv hat er 2, 3 gute Ballgewinne gehabt. Also, er war sofort da.
ist für mich in meinen Augen lächerlich zu denken, dass man Goretzka nicht in der 60. oder auch zur Halbzeit reinbringen kann, dass er irgendwie schlechter wäre oder sowas. Nee, gar kein Problem, ja. Hat man gesehen und da muss man Goretzka ganz einfach eher auswechseln, meines Erachtens nach. Hat man auch im letzten Spiel auch schon gesehen, dass ein Goretzka 60 Minuten und dann ist er einfach platt. Ja, Punkt. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass nur ich das sehe. Das sehen die Trainer doch auch. Dann verstehe ich nicht, warum man ihn da 10 Minuten länger auf dem Platz lässt. Aber gut, nur meine Meinung. Hab das nur gesagt wegen dem, vielleicht, weil man sich das nicht aus, weil der Kommentator das gesagt hat. Ja, vielleicht möchte er nicht das so super sichere Pärchen Goretzka Kimmich auseinanderreißen. Alter. Ganz auf den Sabitzer rein und wo ist das Problem, ey? Junge, Junge. Fand ich ein bisschen lächerlich. Gut, ansonsten, wie gesagt, zweite Halbzeit. Ja, man hatte irgendwo am Anfang noch so das Gefühl, so, ja, Hoffenheim will noch mal ein bisschen, versucht was, aber man hat nie irgendwie das Gefühl gehabt, ja, die spielen sich jetzt irgendwie die Mega-Chancen aus. Opa war wieder bärenstark, obwohl er heute ein, zwei Wackler hatte. De Ligt auch jeden Zweikampf gefühlt gewonnen, ja, super stark. Da hat man gar nicht irgendwie das Gefühl gehabt, da passiert jetzt super viel. Ja, ja, über Pavards Seite, Pavard sich ein, zwei Mal schon derbe ausspielen lassen, das muss man auch ganz klar sagen. Defensiv war das heute nicht so gut. Zeitweise, da sah er nicht so gut aus, aber ansonsten die wichtigen Sachen hat er auch geholt und 2-0 gewonnen. Und fertig, Arschlecken. Punkt. Ne? Union wird morgen nicht gewinnen in Bochum, lege ich mich fest. Mal gucken. Ja, und da würde ich sagen, schmeißen wir mal einen Blick auf die Statistiken. Wir vergleichen jetzt hier heute mal die Statistiken, weil es gibt seit heute wieder Statistiken auf der Bayern-Seite. Weiß nicht warum, die lange Zeit nicht da waren. Wir vergleichen die jetzt einfach mal mit dem vom Kicker. Fangen wir mal mit dem Kicker an. Bin selber gespannt. Zweikampfquote war im Spiel nach der ersten Halbzeit, glaube ich, 65%, dann irgendwie 10 Minuten Verschluss angeblich 60% zumindest. Von Sky, da gucken wir mal. Tore 2-0, Torschüsse 7-21, Laufleistung, ja, Hoffenheim ist mehr gelaufen wie wir. Gespielte Pässe, man sieht 512, 341, ja, Passquote 70-83, waren schon mal stärker in der Passquote. Ballbesitz 59-41, Zweikampfquote, hier haben wir immer noch 58-43. Ja, Abseits 5 bei uns, davon war glaube ich dreimal Mané. Ecken 7-5. Ja. Gucken wir mal bei unserem Club, da haben wir Ballbesitz 59,1 zu 40,9. Abseits 3,5, Foul 12,8, Zweikämpfe 42,4 zu 57,6, Schüsse aufs Tor 3,10, Schüsse insgesamt 7,21, Ecken, ja, Pässe, Flanken. Boah. Aber hier haben wir ja noch ein paar Statistiken mehr. Schüsse insgesamt Gnabry 2, Musiala 2, Choupo-Moting 2, Torschussvorlagen, Gnabry 1. Gewonnene Zweikämpfe, Upper 10, Pavard 7, Davis 7. Okay. Weiß jetzt nicht, ob der Licht nicht so viele Zweikämpfe hatte, aber gut, Upper war meistens mit dem Stürmer beschäftigt, das stimmt schon. Aber wenn der Licht gefordert war, war er auf jeden Fall auch da. Ballkontakte 94 Kimmich, Davis 86, Pavard 81, gefoult worden. Interessiert uns nicht wirklich. Ne? So viel zum Spiel. Schauen wir nochmal auf die einzelnen Spieler. Wie gesagt, Auswechslung. Fangen wir mal mit dem Julian an. Also erstmal Aufstellung. Ich fand es gut, dass ein Sané draußen war, weil die Leistung war einfach katastrophal im letzten Spiel. Muss man mal ganz klar so sagen. Hat er auch nicht verdient. Und vor allem nach seiner Ansage vor 2 Wochen in der Pressekonferenz, dass bei ihm die Spieler spielen, die im Spiel davor und im Training die beste Leistung bringen, war es folgerichtig, auch wenn wir die Trainingsleistung nicht sehen. Also auch in den Kommentaren 500 Mal stand. Ja, richtig. Ich sehe die Trainingsleistung nicht. Ihr seht die Trainingsleistung genauso wenig. Ja? Ich beurteile hier die Sachen, die im Spiel passieren. Und wenn sich ein Nagelsmann in der Pressekonferenz da hinsetzt vor ein paar Wochen und sagt, ein Tell, ein Gravenberg spielen nicht, weil sie zu jung sind, weil sie noch keine Erfolge in München erzielt haben und noch kein Standing haben. Und die Trainingsleistung dann egal ist, dann kann ich das auch so weitergeben, ja, ohne die Trainingsleistung zu sehen. Das ist, was der Nagelsmann gesagt hat.
Er hat gesagt, ein Tell spielt nicht, weil er noch nicht das Standing hat, wie ein Gnabry. Auch wenn ein Gnabry keine Leistung bringt, spielt ein Tell nicht, weil er nicht das Standing hat. Das sind die Aussagen von Nagelsmann. Also, ja, da mal ganz locker durch die Hose atmen. Gut, wie gesagt, Auswechslungen hätten auf jeden Fall eher kommen müssen in meinen Augen. Gerade beim Goretzka, der war halt tot ab der 60. Hat man ganz klar gesehen. Schupu war auch ab der 60. tot. War auch gar nichts mehr. Hätte man auch schon eher wechseln müssen, meines Erachtens nach. Und gerade wenn man dann gesehen hat, mal abgesehen von Mané, wo man aber auch gesehen hatte, er wollte, auch wenn absolut 0,0 geklappt hat, muss man mal ganz klar so sagen. Aber alle 4, die reinkamen, oder alle 5, die reinkamen, haben sich nochmal den Arsch aufgerissen. Haben versucht, geackert. Ja? Wenn man nur an die eine Szene denkt, wo alle 3 auf der rechten Seite waren und den Ball dann nochmal nach vorne gespielt haben und sich da durchgesetzt haben. Das hätten wir nicht gesehen, wenn keine Wechsel da gewesen wären. Wir hätten einfach versucht, das Ding wieder über die Zeit zu eiern. Was auch verständlich ist, die Jungs haben eine Menge Reisestrapazen, Menge Spielminuten, alles gut. Dass man da nach 60 Minuten platt ist, ist völlig normal. Ja? Das ist jetzt auch keine Kritik an Goretzka oder an Schupo oder sowas. Das ist einfach ein Fakt, was ich gesehen habe. Ja? Und nicht als Kritik gemeint. Das ist halt einfach normal. Die waren lange verletzt, haben nicht den Rhythmus. Und dass man dann, wenn man so viel spielt, dann mit 3 Spielen hintereinander, ja, dass man dann im 3. Spiel nach 60 Minuten platt ist, ja, ist halt so. Ja, selbst ein Musiala haben wir gesehen, hat zwischenzeitlich gut gepumpt zweimal, ja. Deswegen hat er auch das zweite Ding versemmelt, weil er einfach keine Luft mehr hatte. Völlig normal, aber dann wechsel doch. Dann wechsel, guck doch, was wir eingewechselt haben. Wir haben Gravenberch eingewechselt, in Sabitzer, Tell, Mané und Mats Raube. What the fuck? Da muss ich nicht bis zur 76. Minute warten, um da die Wechsel durchzuführen. Oder bis zur 70. Kann ich auch in der 60. reinhauen. Da kann ich 5 Mann auswechseln. Fertig. Gar kein Problem. Oder 4 Mann. Wo ist das Problem? Hebt mir noch ein, vielleicht für ein bisschen später auf, wegen Verletzungsgefahr, sonst was. Alles gut. Dafür haben wir den Kader. Ja? Da muss im Nagelsmann in meinen Augen nochmal ein bisschen mutiger werden. Auch bei 2-0. Man muss schon das Vertrauen in seine Spieler haben. Ja? Wenn man das nicht hat, ja, dann braucht man sie auch nicht in der 76. bei 2-0 einwechseln. Weil dann kann in der letzten Viertelstunde kannst du auch noch 2 Tore fangen. Also, ja, das ist das Einzige, was ich zu kritisieren habe. Ansonsten, wie gesagt, ich war völlig d'accord damit, dass Mané erstmal draußen war. Ansonsten in der Defensive stellt sich von alleine auf. Ja, man hätte diskutieren können über Pavard und Mazraoui, obwohl Mazraoui jetzt im letzten Spiel auch nicht so überzeugt hat. Pavard hat heute auch nicht so überzeugt. Ich denke, ist aktuell irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe, das Duell. Innenverteidigung stellt sich von selber auf, Fonsi stellt sich von selber auf. Goretzka hat es ganz gut gemacht. Die letzten Spiele stellt sich also auch auf. Völlig okay in meinen Augen. Kimmich spielt immer. Das Thema brauchen wir nicht wieder anfangen. Sehe ich kritisch. Obwohl Kimmich letztes Spiel gut gespielt hat und heute hat er das auch gut gemacht. Also von daher stimmt das. Er bringt die Leistung und hat er zu spielen. Punkt. Gnabry und so weiter, die Aufstellung passt für mich. Auch wenn Gnabry heute enttäuscht hat, auf voller Linie meines Erachtens nach, oder sagen wir mal auf 3/4 der Linie. King hat seine Chance definitiv auch nicht genutzt. Ich weiß, es gibt wieder die ganzen King-Lieblinge hier. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie toll und stark er doch war. Für mich war das zu wenig vom King. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen die Spiele einfach mal durch. Ulle. Ulle würde ich heute eine schlechte 3 attestieren. Warum? Das eine Ding, wo er rauskommt und da irgendwie verwirrt auf links im 5-Meter-Raum steht, da hat er Glück gehabt, dass Opa auf der Linie das Ding rausgeholt hat. Wenn er rausgeht, muss er auf den Ball gehen und nicht da stehen bleiben. Da muss er auf der Linie bleiben. Ja. Es war noch ein Spieler da in der Nähe. Das war eine falsche Entscheidung. Den einen hat er gut gehalten hier auf halber Höhe. Wusste er wahrscheinlich selber nicht, wer den gehalten hat. Aber er hat ihn gehalten. Ja, ansonsten so die Bälle rausgespielt. Ja, ab und wann halt viele einfach weggeflankt. Aber gut, er ist halt auch nicht der Manuel vom Spielerischen her. Also mit seinen Fähigkeiten hat er das gemacht, was er kann. Von daher würde ich ihm beinahe 3 ein Ding, den er sich da gerissen hat. Ansonsten Opa. Ja, Opa hat wie gesagt auch, das Foul war ein bisschen unnötig. Und einen Zweikampf hat er sich ein bisschen vernaschen lassen. Dass der Schiri das nicht gepfiffen hat, wo er einen Ellbogen ins Gesicht gekriegt hat, dass der Spieler weiterlief, fand ich eine absolute Frechheit. Es heißt immer, bei Kopfverletzungen muss das Spiel sofort unterbrochen werden. Es ist gar nichts passiert. Wir haben das einfach weiterlaufen lassen. Hätte er hoffentlich ein Tor schießen können, hätte er noch gezählt.
Wäre doch gar kein Problem gewesen. Lächerlich. Wirklich absolut lächerlich. Also Upa ist nicht der Typ, der sich da hinschmeißt, um jetzt nicht den Zweikampf zu führen. Ja, ich denke mal, da sind wir uns alle einig, dass er gerne Zweikämpfe führt. Und ja, fand ich sehr, sehr schwach vom Schiri. Upa würde ich sagen eine 3. Ja, musste viele Zweikämpfe führen, hat viele gewonnen, hat aber 2 Wackler drin gehabt, das muss man fairerweise sagen. Von daher würde ich ihn bei einer 3 sehen und nicht bei einer 2. Da hätte er die nicht gehabt, wäre es wieder eine Bombenleistung gewesen. War auch so eine sehr, sehr gute Leistung. Benji würde ich eher bei einer 3 minus sehen. Hat sich doch schon ein, zwei Mal da echt auf der Seite wieder abkochen lassen. Ganz einfach, muss man sagen. Nach vorne hat er auch gar nichts irgendwie groß gemacht heute. Ich meine, es ist ja okay. Kann ja auch sein, dass die taktische Anweisung ist, nicht so nach vorne was machen, weil Hoffenheim ja auch keine schlechte Mannschaft ist. Ja, dann verlange ich aber wenigstens, dass er hinten 100% sicher ist. Und das war er auch nicht, leider. Ist jetzt nicht so super viel raus passiert, aber er hat sich halt einfach 2, 3 Mal auf der Seite abkochen lassen. Und das als Außenverteidiger geht halt gar nicht. Ansonsten hat er natürlich auch 2, 3 sehr, sehr gute Aktionen gehabt. Klar, deswegen ist auch eine schlechte 3 und nicht eine 4 oder eine 5. Ne? Aber für eine 2 war es halt einfach auch viel zu wenig. De Ligt würde ich auch bei einer guten 3 sehen heute. Ich habe keine Schwäche gesehen bei ihm. Keinen Zweikampf, den er irgendwie mal fahrlässig verloren hat oder sowas. Hätte vielleicht noch mal ein bisschen stärker sich im Aufbauspiel mit einbinden können, aber vielleicht auch da eine taktische Ansage hat ja gereicht. Wir haben 2-0 gewonnen. Für mich ein gutes Spiel gemacht. Fonsi war jetzt nicht so auffällig wie die letzten beiden Spiele. Auch da, denke ich, hat man einfach so ein bisschen so den Verschleiß. Ob es jetzt körperlich, kopfmäßig ist, hat man auf jeden Fall gesehen. Würde ich auch bei einer 3 bewerten. Hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber natürlich hat er schon, also die letzten beiden Spiele, wenn wir das als Maßstab nehmen, war es schon schwächer. Aber wie gesagt, das soll keine Kritik sein, sondern einfach nur das, was ich gesehen habe. Goretzka, dasselbe. Goretzka hat ein gutes Spiel gemacht, gerade erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war es dann nicht mehr so. Und wie gesagt, einfach vorne stehen bleiben in der 60. Minute, das geht gar nicht als Spieler auf dieser Position, die er hat. Weil das ist ein Unding. Dann soll er freiwillig rausgehen. Dann soll er sich auswechseln lassen, so sagen, er ist platt, er kann nicht mehr, alles gut. Ich meine, wenn es 4-0 steht, ja, dann kannst du darauf mal scheißen. Es stand aber nur 2-0. Und dann hat man nicht auf der Position, die er bekleidet bei uns, auf der 6 oder der 8, vorne im 16er stehen zu bleiben und auch nicht die Anstalten zu machen, nur überhaupt mal zurückzutraben. Nee, das geht nicht in meinen Augen. Von daher für mich eine 3 mit einem riesen Minus. Hätte eher ausgewechselt werden müssen. King würde ich auch eine 3 attestieren. Ja, also erstmal ich persönlich finde einen King auf der rechten Seite stärker wie auf der linken. Hat 2, 3 gute Läufe gehabt, ja, aber für sein Können war es einfach wieder zu wenig. Bin ich ganz ehrlich. Er hat einen Zielspieler gehabt mit dem Choupo heute, wo ein Choupo sich heute auch nicht so durchsetzen konnte. Hat Hoffenheim ganz gut gemacht, aber kommen wir gleich zu. Ich erwarte vom King einfach ein bisschen mehr, aber klar, auch er hat keinen Rhythmus hin und her, ja. Alles gut. Ist verständlich, warum so eine Leistung da ist. Ja, allerdings hätte man da auch Tacken eher wechseln können, in meinen Augen. Ne? Ja, obwohl er ging ja schon in der 60. Minute, also das war schon okay von der Zeit her. Aber ja, er war unauffällig einfach. Ne? Also Davis war auffälliger auf seiner Seite wie er selber. Und das ist dann schon ein bisschen traurig, wenn man ehrlich ist. Meine Sicht, ja, wie gesagt, er hat auch ein, zwei gute Aktionen gehabt, aber so im Großen und Ganzen war es ein bisschen schwach von King. Also Gnabry war auffälliger wie King, muss man auch mal ganz klar sagen. Gnabry hat heute wie immer die absolut falschen Entscheidungen getroffen. Ich verstehe das auch nicht, wie man aus dem Winkel, den er halt immer hat, wenn er über die Seite kommt, wie man da immer einfach blind aufs Tor nageln kann. Dann noch gegen den Baumann. Ich meine, der Baumann ist jetzt auch keiner, der die kurze Ecke aufmacht. Ein Baumann ist auch super stark auf der Linie, das weiß man. Habe ich nicht verstanden. Er hätte zweimal easy peasy das Ding reinlegen können, hätte mindestens eine von den Dingern wäre auf jeden Fall ein Tor geworden. Ja, er ist irgendwo, Anführungsstriche, Stürmer. Dafür macht er zu wenig Tore aus seinen fetten Chancen, die er hat. Ja, das haben wir heute wieder gesehen.
Und es war heute nicht so, dass man sagt, ja, muss er unbedingt schießen? Nee, es war immer in der Mitte irgendjemand da. Also da hätte man jedes Mal spielen können, eher müssen. Dass man immer ein bisschen gesunden Egoismus haben muss, ja, verstehe ich auch irgendwo. Aber das war schon im letzten Spiel so, dass er die falschen Entscheidungen jedes Mal getroffen hat. Ich denke, vielleicht heute wollte er das unbedingt dann nochmal zeigen, weil letztes Spiel schon wieder nicht mehr so überzeugend war, dass ich wahrscheinlich heute so gedacht, jo, ich muss jetzt mal wieder was zeigen. Ja, er hat gute Dribblings gehabt, ein, zwei, hat auch ein, zwei Mal gut mit nach hinten gearbeitet, das hat mir gut gefallen. Aber vorm Tor hat er einfach die falschen Entscheidungen getroffen. Dass er dann so lange auf dem Platz war, habe ich persönlich nicht gefühlt, sage ich euch ganz ehrlich. Ich hätte ihn auch zur 60. rausgenommen. Meine Meinung. Kimmich hat für mich ein gutes Spiel gemacht. Defensiv wie auch versucht, offensiv die Bälle zu verteilen und einzuleiten. War für mich auf jeden Fall der auffälligere von ihm und Leon. Ja, will ich eine 2 geben heute in Kimmich. Musiala würde ich auch bei einer 3, einer guten 3 sehen. Hat einen schweren Stand gehabt heute, hat gut auf die Knochen gekriegt. Hat das Tor natürlich dann easy peasy gemacht, so frei wie er da stand. Wie gesagt, die zweite Chance hat er super eingeleitet. Dann am Ende hat ihm die Kraft gefehlt, das hat man gesehen. Deswegen war der Abschluss jetzt nicht so grandios. Ansonsten auch hätte er einmal querlegen können. Ja, wenn nicht müssen auf den Choupo. Ja, aber ansonsten hat er ein ganz gutes Spiel gemacht, aber auch nicht ganz so auffällig wie in den anderen Spielen. Lag aber auch daran, dass wir insgesamt vorne heute nicht so auffällig waren, weil Hoffenheim es echt ganz gut gemacht hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz eine gute 3 würde ich in Jamal heute attestieren und Choupo würde ich eine 3 geben. Choupo hat das Tor gemacht, war, glaube ich, selber ein bisschen überrascht, dass das Ding reinging. Hat ansonsten viel geackert, hat jetzt auch nicht so die Spielanteile gehabt, ja, weil auch da die Diskussion in den Kommentaren war von wegen, ja, jetzt spielen wir mit Neuner, jetzt läuft's auf einmal. Ja, irgendwo nein. Irgendwo kann man das Argument bringen, weil wir halt die Spiele gerade gewinnen, keine Frage. Und klar ist irgendwo so ein Zielspieler ganz interessant, obwohl er heute nicht so der Zielspieler war, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Aber nichtsdestotrotz bindet er natürlich ein, zwei Gegenspieler. Ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied, wenn da kontinuierlich einer vorne drin steht, als wenn da alles variabel ringsherum eiert und keiner wirklich die 9er Position bekleidet. Also da bin ich schon dabei, dass das ein Vorteil ist. Und er hat sein Tor heute wieder gemacht. Ja. Also gibt es keine Diskussion über den Choupo. Fertig. Er ist ein Stürmer, hat sein Tor gemacht, fertig. Da gibt es keine Diskussion. Auch wenn er wenig Spielanteile hatte. Hat aber auch einen schweren Stand gehabt. Gegen die Hoffenheimer Verteidigung, muss man auch mal sagen. Und so viele klare Chancen hat Choupo heute jetzt leider auch nicht bekommen. Ja, wie gesagt, Jamal müsste einmal abspielen, dann hätte er nochmal eine klare gehabt. Dann, wo er ausgewechselt wurde, dieser Schuss, der dann gehalten wurde vom Sabitzer, da hätte wahrscheinlich ein Choupo irgendwo noch gestanden. Ja. Hätte den Fuß vielleicht nochmal hingehalten oder so, weiß man nicht, hätte, wäre, wenn und aber. Choupo hat es gut gemacht, für mich eine 3. Gut, die Einwechslungen. Fangen wir mit Mané an. Der 61. kam, den wir am längsten gesehen haben. Mané war schwach. Note 5, Alter. Wir benoten keine Einwechselspieler, weil es ein bisschen unfair ist. Aber es war mangelhaft. Es war einfach schlecht. Nicht ein Dribbling gewonnen. Jedes Mal Ballannahme. Der Ball ist 10 Meter weit weggesprungen. War super eigensinnig. Wo er hätte zweimal gut ablegen können. Weiß ich nicht. Ich denk mir immer, wenn ich so ein Weltstar bin, ja, und so lange im Geschäft bin, so viel Erfahrung habe, dann weiß ich doch selber, dass ich keine gute Form habe. Wenn ich dann so einen 100%igen habe irgendwo, was klar ist, wo ich nur reinschieben muss, dann mache ich das, um ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Aber ansonsten, wenn ich doch sehe, der Mitspieler steht um Längen besser. In dem Fall war es Tell. Er wurde einfach komplett ignoriert, wurde sich auch gar nicht entschuldigt. Ungefähr so, ja, ich bin so der Weltstar, Alter, ob du da frei stehst, interessiert mich ein Scheiß. Das fand ich ein bisschen schade. Und dann das nächste Ding, den aus 2 Metern übers Tor gehauen hat, war natürlich wieder abseits, ja. Weil Mané stand ja auch direkt wieder dreimal im Abseits. Ja, ganz schwache Vorstellung.
Weiß ich nicht, komplett außer Form aktuell. Also heute die 30 Minuten rechtfertigen definitiv keinen Startelf-Einsatz im nächsten Spiel. Ja. Bin ich sehr gespannt, wie Nagelsmann das da angeht. Wenn er weiterhin, wie er es jetzt die letzten beiden Spiele auf jeden Fall getan hat, der nach Leistungen geht, die ich auch so beurteilen kann, die ich sehe im Spiel, wird Mané auch gegen Barcelona nicht in der Startelf stehen. Gravenberch, Sabitzer. Sabitzer war super auffällig, direkt von Minute 1 an drin im Spiel, direkt vorne die Chance gehabt, direkt auch Bälle erobert, auch hinten mit dicht gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Könntest du jederzeit von Anfang an aufstellen. Ne? Wenn ein Goretzka mal eine Pause braucht, kannst du auch einen Sabitzer unter der Woche aufstellen. Jetzt gegen Barca gar kein Problem in meinen Augen. Tell war auch super auffällig, hat sich viel angeboten. Wurde leider ein, zwei Mal komplett ignoriert. Habe ich ja gerade schon gesagt. Ansonsten zusammen mit Mats Rui und Gravenberch sehr auffällig, obwohl Tell und Gravenberch und Sabitzer noch ein bisschen auffälliger waren wie Mats Rui. Aber die haben sich reingehauen, die Jungs. Die haben nochmal gezeigt, jo, wir sind da, wir wollen. Hat man gesehen, denke ich, auch ein Gravenberch hat alles versucht, seine Chancen da zu nutzen. Ist natürlich super schwer, wenn du für 14 Minuten aufs Feld kommst. Deswegen nochmal, kann man auch anders machen. Ich persönlich bin sehr gespannt, ob gegen Barcelona vielleicht ein Gravenberch anfängt. Es wäre natürlich schön, wenn man Sabitzer und Gravenberch anfangen würden. Ich denke, das werden wir nie erleben, weil Kimmich immer spielt. Ansonsten könnte ich mir auch mal vorstellen, mal einen Tell anfangen zu lassen. Ja, vorne auf der 9. Und dann halt nach 60 Minuten für einen Schuppo auszuwechseln. Dann bin ich auch sehr gespannt, ob das vielleicht passiert. Ich denke, ein King wird trotzdem wieder anfangen, einfach um ein bisschen Spielpraxis zu bekommen. Gnabry weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ist so ein bisschen Nagelsmann Liebling auch, von daher wird er wahrscheinlich auch auflaufen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Hab's ja jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Nächstes Spiel ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, genau in Barca am Mittwoch. Aber klar ist auch, dass die Bundesliga aktuell wichtiger ist. Ne? Sind 5 Punkte hinter Union. Jetzt nur noch 2 und spielt erst noch. Ja, bin ich sehr gespannt, wie wir die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele bestreiten. Dann ist Feierabend. Wir haben in der Bundesliga noch zu Hause Mainz. Mainz hat gerade einen guten Lauf. In Berlin gegen Hertha. Hertha ist jetzt auch nicht so schlecht. Auch nicht so bärenstark. Dann zu Hause gegen Bremen. Bremen ist mal so, mal so. Und dann in Schalke. Schalke ist 0 im Moment. Mal gucken, ob der Trainerwechsel da was bringt. Auf dem Papier machen wir uns nichts vor. Müssen da 4 Siege jetzt her in der Bundesliga. Punkt. Ja, da muss man nichts rumdiskutieren. Bin sehr gespannt, wie wir das Spiel in Barcelona angehen. Wie gesagt, für uns ist die Champions League gelaufen. Wir sind Gruppenerster durch. Obwohl, wenn wir verlieren, Inter gewinnt, weiß ich gar nicht. Könnte es dann sogar noch Inter Erster werden, aber wir sind auf jeden Fall qualifiziert. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist Prestigeduell. Wir werden da schon das mit den nötigen Ernst angehen und ich bin gespannt. Ich freue mich aufs Spiel, was da passiert. Ja, und dann ist WM und da sind wir auch schon beim Thema. WM in Katar. Meine Meinung, ganz klar, boykottiert den Mist. Ne? Aber dazu mache ich ein extra Video, könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr euch das hier reingezogen habt. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Wir hören uns sehr wahrscheinlich am Donnerstag wieder. Ich denke Mittwochabend, bis das Spiel vorbei ist, bis das Video fertig ist, wird es Donnerstagmorgen werden. Von daher